Mit dem Programm VShare Energy können Sie das Teilen von Strom simulieren und die Regeln testen, nach welchen der Strom geteilt werden kann. Die Benutzeroberfläche ist in 2 Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite ein Konfigurationsbereich, der das Hochladen von Lastkurven, die Konfiguration des Verteilschlüssels und die Auswahl des Zeitraums ermöglicht. Auf der rechten Seite ein Ergebnisbereich, in welchem die Energiebilanzen grafisch und tabellarisch dargestellt werden. Der erste Schritt besteht darin, Verbraucher und Produzenten hinzuzufügen. Hierzu akzeptiert das Programm das Hochladen von Lastkurven, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber oder Ihrem Stromlieferanten erhalten können. Nach einem Klick auf den Befehlsknopf Hinzufügen erscheint oben rechts in der Fläche ein Eingabefenster Verbraucher bzw. Produzenten. In diesem Fenster muss der Name des Verbrauchers bzw. Produzenten eingegeben sowie aus einem Dropdown-Menü das Unternehmen ausgewählt werden, welches die Lastkurve bereitgestellt hat. Abschließend muss die Lastkurvendatei im CSV, XLS oder XLSX-Format ausgewählt werden. Nach der Validierung prüft das Programm die Integrität der Datei. Bei Erfolg erscheint die Lastkurve in der Fläche Verbraucher bzw. Produzenten sowie im Ergebnisbereich. Dieser Schritt kann wiederholt werden, bis alle Verbraucher und Produzenten in der Verteilgruppe registriert sind. Es können jederzeit neue Mitglieder hinzugefügt oder gelöscht werden. Das Hinzufügen oder Entfernen von Mitgliedern führt zum Löschen der zuvor berechneten Energiebilanzen. Nachdem die verschiedenen Lastkurven gespeichert wurden, können die Kriterien definiert werden, nach welchen die elektrische Energie zwischen den Mitgliedern geteilt wird. Über den Befehlsknopf Konfigurieren des Verteilschlüssels öffnet sich ein Eingabefenster, in dem alle Verbraucher links und Produzenten rechts aufgelistet sind. Für jeden Verbraucher ist es möglich, eine Priorität oder einen Prozentsatz zu definieren und für jeden Produzenten kann eine Priorität konfiguriert werden. Darüber hinaus besteht für Verbraucher die Möglichkeit zu entscheiden, ob der nach Berücksichtigung von Prioritäten und Prozentsätzen verbleibende Überschuss an erzeugter elektrischer Energie der Produzenten nach dem Pro-Rata-Verfahren verteilt werden soll oder nicht. Um den definierten Verteilschlüssel zu bestätigen, müssen Sie den entsprechenden Befehlsknopf drücken. Es ist jederzeit möglich, diese Kriterien zu ändern, indem Sie diesen Vorgang wiederholen. Eine Änderung des Verteilschlüssels führt zur Löschung der zuvor berechneten Energiebilanzen. Basierend auf allen gespeicherten Lastkurven und unter Berücksichtigung des Verteilschlüssels kann das Programm nun die Energiebilanz für jeden Verbraucher und Produzenten berechnen. Klicken Sie dazu einfach auf den Befehlsknopf Berechnen. Abhängig von der Anzahl der Verbraucher und Produzenten kann dieser Vorgang einige Sekunden oder mehrere Minuten dauern. Nach der Berechnung der Energiebilanzen werden die Ergebnisse im rechten Teil des Programms tabellarisch und grafisch dargestellt. Somit stehen für den ausgewählten Zeitraum und für jeden Verbraucher 3 Informationen zur Verfügung: die ursprünglichen Verbrauchswerte, bezeichnet als gesamte Energie, die von der Verteilgruppe erhaltene elektrische Energie unter Berücksichtigung des Verteilungsschlüssels, bezeichnet als Energie von der Gemeinschaft, und schließlich die elektrische Energie, die über das Netz bezogen wird, bezeichnet als Energie vom Netz. Ebenso stehen für jeden Produzenten 3 Informationen zur Verfügung: die ursprünglich erzeugte elektrische Energie, bezeichnet als gesamte Energie, die mit der Verteilgruppe geteilte elektrische Energie unter Berücksichtigung des konfigurierten Verteilschlüssels, bezeichnet als Energie an die Gemeinschaft, und schließlich die in das Netz eingespeiste elektrische Energie, bezeichnet als Energie in das Netz. Jede dieser Informationen kann grafisch dargestellt werden, indem man auf die entsprechende Checkbox in der Tabelle klickt. Es ist auch möglich, den Anzeigezeitraum zu ändern, indem Sie entweder die letzten 7 Tage oder die letzten 365 Tage auswählen oder einen personalisierten Zeitraum zwischen 2 Daten. So einfach ist es, das Teilen von Strom mit Ihren Nachbarn und anderen zu simulieren und die Regeln zu testen, nach denen Strom geteilt werden kann.